Stell dir vor, deine eigenen Eltern bringen dich tief in einen Wald und gehen einfach weg. Kein Monster, keine Hexe und kein Fluch machen Hänsel und Gretel zu einem der dunkelsten Märchen der Brüder Grimm. Es ist der Hunger. Genau deshalb glauben viele Historiker, dass hinter dieser Geschichte Erinnerungen an echte Hungersnöte und bittere Armut stecken. Vielleicht ist das Märchen viel näher an der Wirklichkeit, als die meisten vermuten. Als Jakob und Wilhelm Grimm die Geschichte Anfang des 19. Jahrhunderts veröffentlichten, erfanden sie nicht selbst. Sie sammelten alte Volkserzählungen, die oft einen wahren Kern besaßen. In früheren Jahrhunderten litten viele Menschen unter Missernten und Kriegen. Nahrung war knapp und Familien mussten ums Überleben kämpfen. Vor diesem Hintergrund beginnt auch die Geschichte von Hänsel und Gretel. Ein armer Holzhacker lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern am Rand eines großen Waldes. Jeden Tag wird das Essen weniger. Schließlich überredet die Frau ihren Mann, die Kinder im Wald auszusetzen. Nicht aus Hass, sondern weil sie glaubt, dass sonst niemand überleben wird. Doch Hänsel hört das Gespräch heimlich mit. In der Nacht sammelt er kleine weiße Kieselsteine und steckt sie in seine Tasche. Am nächsten Morgen führt der Vater die Kinder tief in den Wald. Während des Weges lässt Hänsel unbemerkt Stein für Stein fallen. Die Eltern verschwinden. Stundenlang warten die Kinder vergeblich. Erst als der Mond aufgeht, beginnt Hänsels Plan zu funktionieren. Die weißen Steine leuchten im Mondlicht und zeigen den Weg nach Hause. Viele sehen darin mehr als einen Zufall. Die Steine stehen für Hoffnung und kluge Vorbereitung. Hänsel rettet sich nicht durch Kraft, sondern durch Geduld und Weitsicht. Doch ihre Rückkehr löst das eigentliche Problem nicht. Die Vorräte sind fast aufgebraucht und die Not ist größer als zuvor. Wieder beschließt die Frau, die Kinder in den Wald zu bringen. Diesmal kann Hänsel keine Steine sammeln. Die Tür ist verschlossen. Stattdessen nimmt er Brot mit und wirft unterwegs kleine Stücke auf den Boden. Auf den ersten Blick wirkt der Plan genauso gut. Doch Brot ist vergänglich. Als die Kinder später zurückkehren wollen, entdecken sie, dass Vögel alle Brotkrumen gefressen haben. Der Weg ist verschwunden. Gerade dieser Unterschied gehört zu den interessantesten Symbolen des Märchens. Steine bleiben liegen, Brot verschwindet. Die Geschichte zeigt, wie unsichere Lösungen oft nur kurzfristig helfen, während kluge Entscheidungen Bestand haben. Nun verirren sich Hänsel und Gretel immer tiefer im Wald. Die Bäume werden dichter, der Hunger wächst und jede Hoffnung scheint zu verschwinden. Doch ausgerechnet in diesem Moment entdecken sie etwas völlig Unerwartetes. Mitten im Wald steht ein kleines Haus aus Brot, Kuchen und Zucker. Für zwei völlig ausgehungerte Kinder wirkt es wie ein Wunder, doch genau dort beginnt der gefährlichste Teil der Geschichte. Ein Haus aus Brot, Kuchen und Zucker wirkt wie ein Geschenk des Himmels. Doch genau darin liegt die eigentliche Falle. Die Hexe lockt ihre Opfer nicht mit Gewalt, sondern mit dem, wonach sie sich am meisten sehnen. Für Hänsel und Gretel ist das nicht Gold oder Reichtum, sondern einfach etwas zu essen. Viele übersehen, wie erschreckend dieser Gedanke ist. Die Hexe erschafft keine Illusion. Sie nutzt den Hunger der Kinder aus. Das macht sie zu einer der gefährlichsten Figuren der Grimm-Märchen. Als die Kinder vom Haus essen, erscheint eine freundliche alte Frau. Sie lächelt, spricht sanft und lädt sie ins Haus ein. Alles wirkt sicher. Ein warmes Bett, gutes Essen und freundliche Worte. Doch genau diese Freundlichkeit macht die Situation so unheimlich. Schon am nächsten Morgen fällt die Maske. Die Hexe sperrt Hänsel in einen Käfig und zwingt Gretel, im Haus zu arbeiten. Ihr Plan ist grausam. Hänsel soll jeden Tag mehr essen, bis er dick genug ist, um verspeist zu werden. Hier wird das Märchen deutlich düsterer, als viele sich erinnern. In der ursprünglichen Grimm-Version geht es nicht nur um Angst, sondern um Kannibalismus. Die Hexe will Kinder essen. Für heutige Leser klingt das wie reine Fantasie, doch manche Historiker vermuten, dass solche Motive aus Zeiten extremer Hungersnöte stammen könnten, als Gerüchte über Kannibalismus durch Europa kursierten. Doch Hänsel gibt nicht auf. Die Hexe ist fast blind. Jeden Tag muss Hänsel seinen Finger durch die Gitterstäbe strecken, damit sie prüfen kann, ob er schon fett genug geworden ist. Doch Hänsel täuscht sie. Statt seines Fingers hält er ihr ein dünnes Knochenstück hin. Die fast blinde Hexe glaubt Tag für Tag, dass der Junge immer noch viel zu mager ist. Diese Szene zeigt etwas Überraschendes. Nicht Stärke besiegt das Böse, sondern Intelligenz. Hänsel gewinnt Zeit, obwohl seine Lage scheinbar hoffnungslos ist. Aber irgendwann verliert selbst die Hexe die Geduld. Sie beschließt, Hänsel unabhängig von seinem Gewicht zu töten. Jetzt
richtet sich alle Hoffnung auf Gretel. Und genau hier geschieht etwas, das viele beim ersten Lesen gar nicht bemerken. Während Hänsel mit List überlebt, ist es am Ende Gretel, die die schwerste Entscheidung treffen muss. Aus dem verängstigten Mädchen wird plötzlich diejenige, die das Schicksal selbst in die Hand nimmt. Die Hexe befiehlt Gretel, den großen Backofen anzuheizen. Der Moment, vor dem sich die Kinder tagelang gefürchtet haben, ist gekommen. Doch Gretel spielt plötzlich die Hilflose. Als die Hexe verlangt, sie solle nachsehen, ob der Ofen heiß genug sei, antwortet Gretel, sie wisse nicht, wie das gehe. Genervt beugt sich die Hexe selbst nach vorne, um es ihr zu zeigen. Genau in diesem Augenblick stößt Gretel sie mit aller Kraft in den Ofen und schlägt die eiserne Tür zu. Damit endet nicht nur das Leben der Hexe, sondern auch die größte Prüfung der beiden Kinder. Viele sehen darin einfach den Sieg des Guten über das Böse, doch die Symbolik geht viel tiefer. Der Ofen, der eigentlich Tod bringen sollte, wird zum Werkzeug der Befreiung. Aus Angst entsteht Mut. Aus einem hilflosen Kind wird eine Überlebende. Anschließend befreien die Geschwister Hänsel aus dem Käfig. Im Haus entdecken sie Kisten voller Perlen und Edelsteine. Sie nehmen so viel mit, wie sie tragen können, und verlassen den Ort für immer. Doch eine Frage bleibt: Warum besitzt eine Hexe, die Kinder frisst, überhaupt so viele Schätze? Darauf gibt es bis heute keine eindeutige Antwort. Manche Forscher glauben, dass jeder Edelstein für ein früheres Opfer steht. Andere sehen darin ein Symbol für den Preis des Überlebens. Erst nach den schwersten Prüfungen gewinnen Hänsel und Gretel etwas, das ihnen eine neue Zukunft ermöglicht. Schließlich finden die beiden den Weg nach Hause. Dort erfahren sie, dass die Stiefmutter inzwischen gestorben ist. Der Vater bereut seine Entscheidung zutiefst und schließt seine Kinder voller Freude in die Arme. Mit den Edelsteinen endet ihre Armut und zum ersten Mal müssen sie keine Angst mehr vor dem Hunger haben. Genau deshalb gehört Hänsel und Gretel zu den düstersten Märchen der Brüder Grimm. Hinter dem Hexenhaus verbirgt sich keine einfache Kindergeschichte, sondern eine Erzählung über Hunger, Verzweiflung, Täuschung und den Überlebenswillen des Menschen. Vielleicht hat uns dieses Märchen deshalb über 200 Jahre lang begleitet, denn die wahre Hexe war am Anfang gar nicht die Frau im Lebkuchenhaus. Die erste Hexe war der Hunger.